Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's. Fantasy Life Eye. Das spielen wir jetzt. Und wir fliegen mit Knochi. Und zwar zum Abgrund, weil wir sind ja jetzt fleißig Farmer geworden. Kann ich da auch schnell reisen hin? Also, nee. Okay. Wir sind ja jetzt Farmer geworden. So. Und jetzt können wir endlich mal das Riesengemüse da rausholen, was Edward den Weg versperrt, sozusagen. So. Da gehen wir jetzt halt natürlich hin. Da muss ich rein. Genau. Edward, wir kommen. Zu deiner Rettung. Mal wieder. Kannst nicht anders sagen. Oh, jetzt. Nein, nicht zurückgehen. Ja, sorry. Das war hier. Das ist aber auch kompliziert hier. So. Dann nehme ich das gerade nochmal mit. So. Ich wollte doch eigentlich dahin. So. Und wollte das da aufsammeln, weil ich nämlich gleich ein Level abkriege. Hoffe ich. Hopp. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Weiß ich nicht genau. Scheinbar darüber. Gut. Ja, also wenn das nichts ist, weiß ich aber auch nicht. So. Hier gibt es noch ein paar Pilze zum Einsammeln. Blümchen. Noch mehr Blümchen. Okay, es ist eher Heilkräuter und Stufe 11 erreicht. Das war mein Plan. So. Und jetzt gehen wir darüber. So. Oh, guck mal da. Ja, komm. Level 1 Kupferader. Da rentiert sich da. Guck mal her, da kann ich auch einfach einmal draufkloppen und dann ist fertig, oder? Ja. Irgendwie schon. Also das... Oh, wo ist denn die Kiste da hier? So. Ich tue halt so wenig mit dem Schür verarbeiten, weißt du? Und deshalb machen wir halt dieses kleine Gedödel da. Ich will ja eigentlich heute ein bisschen schürfern, habe ich ja gesagt. Zuerst tun wir natürlich das Gemüse. Gucken, dass wir das loswerden. Dass wir Edward eventuell befreien können dieses Mal. Weiß er noch nicht. So. Ich weiß halt noch nicht, ob wir den befreien können. Weil, wisst ihr, wie es ist? Letztes Mal wollten wir ihn auch befreien. Und da war es halt so... ja, hallo, wir sind hier, um dich... Wir sind hier, um dich zu befreien. Okay, und dann kommt gleich das nächste Problem. Dann sind wir irgendwie eine Stufe weitergekommen. Und das war's dann auch. Und dann... war dann Killergemüse. Sozusagen. So, komm, wir lassen jetzt mal die Gegner sein. Gegner mal hier mal aus dem Weg. Aha, gucke da. So, da sind wir. Überlass das bitte mir. Eine Hacke richtig einzusetzen muss gelernt sein. Dann machen wir uns mal an die Ernte. So, und hepp. Jetzt bin ich mal gespannt. Hick, hack. Zack. Ah, hat ja doch gepasst. So. Yay. Oh, es ist die BlattlingsHacke weg. Schade. Naja. Hakuna Matata. Sieht aus, als hätte sich die Kräfte der Naturgeister in der Hacke verbraucht. Lasst es mich wissen, falls ihr nochmal Schwierigkeiten habt. Ich will euch gerne wieder helfen. Ich habe schon so allerhand Orte bereist, aber eine Reise in die Zukunft klingt sehr verlockend. So. Aha, der gehört jetzt zu den Inselbewohnern. Sehr gut. Gut, dann wollen wir mal Edward retten. Edward, wir kommen. Oh, ist das lecker. Er hat das ganze Gemüse gefuttert, oder? So. Jetzt mal gucken. Ja, natürlich. Du isst das ja ohne zu zögern. Oh, kommt ihr mich etwa abholen? Also mich braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Die Strafe sollte wohl heißes, scharfes Curry sein. Aber Corby hat wohl das Currypulver mit Rohrzucker verwechselt. Das hat da irgendwie süßes irgendwas. Es war süß und köstlich. Ist auch was. Nein, danke, Edward.
So. Requiem für ein Gemüse. Hätten wir das jetzt erreicht. Okay. In deiner Gruppe kannst du bestimmen, wer dich auf deinem Abenteuer begleitet. Nimm deine Freunde mit und bestreitet gemeinsam das Abenteuer. Ja, ja. Freunde in deiner Gruppe kämpfen mit dir, unterstützen dich auf deinem Abenteuer und setzen Gegenstände ein. Freunde mit Sammlerleben helfen dir sogar beim Sammeln. Ja, das weiß ich doch alles. So, zweite Ebene erkunden. Alles klar. Also hier hoch wahrscheinlich. Moment, sind wir jetzt auf der dritten? Es geht doch aber runter. Zweite Unterebene oder was? Oder wie? Weiß nicht, egal. Halt, nicht drüber hüpfen, mitnehmen. Kann man alles gebrauchen? Strohfaden, hallo? Was gibt's? Ein Genesungstrank, ja. Boah, kann man machen, ne? So. Also, jetzt hat hier. Ja. Okay, und nu? Das ist ein Pflanzendingens oder ein grünes Tentakel. Ist das eine Art Setzling? Ja, das habe ich gemeint. Pflanzendings. Da ist etwas auf dem Topf eingraviert. Baum, in dem die Geister wohnen. Irre Setzling. Irre. Was? Ein Baum, in dem die Geister wohnen? Ja, das muss ich mit meinen eigenen Augen überprüfen. Pflanzen wir ihn ein, sobald wir zurück im Stützpunkt sind. Ach ja. So, ich habe einen Irrsetzling erhalten. Alles klar. Irrbäume sind eigenartige Höhlen, deren Struktur sich willkürlich ändert. Sieht aus, als gäbe es in deinem Stützpunkt einen Ort, um Irrsetzlinge anzupflanzen. Kehre zum Stützpunkt zurück und finde ihn. Du kannst Irrbaumsetzlinge von ziehenden Händlern in Gigantien kaufen oder indem du Imitate besiegst. Aha. Maolo hat die Frucht der Göttin Tauschbörse eröffnet. Hier kannst du Früchte der Göttin, die du in Irrbäumen ergattert hast, gegen besondere Gegenstände tauschen. So. Neue Funktion zum Pet. Was gibt's denn Neues? Hoppala. Ein Irrbaum. Okay. Gucken wir mal. Ja, nichts vorhanden. Wahnsinn. Ich will hier. Okay, also hier hat jemand alle Berufe gemacht. Hier ist Näher, hier ist. Oh, hier, der fehlt mir noch. Das ist ja der Künstler. So, ich muss jetzt hier scheinbar gucken. Okay. Was ist das? What do we have here? Oh, ist das eine Art Diagramm? Lass ich mal sehen. Zahnrad. Unglaublich. Ich bin müde. Nein, das heißt also, dass hier vor 1000 Jahren über ein sogenanntes Rad der Zeit geforscht wurde. Aha. Hey, pal! Zerstöre das Zahnrad, sagte Rem doch. Meinte sie vielleicht dieses? Wow! Ohne Zweifel, das Zahnrad muss irgendwo in dem Abgrund sein. Dieses Diagramm wird uns sicher noch nützlich sein. Bitte, gib mir mal das Pad. Hier, bitteschön. Oh, das kann man sogar sehen. Wahnsinn. So. Ich habe das Diagramm für das Zahnrad dort gespeichert. Bis das Gerät es vollkommen gelesen hat, dauert es sicher eine Weile und wir müssen jetzt weiter. Okay. So, und nun gehe tiefer in die zweite Etage. Ich habe so das Gefühl, mit meinem Schürfen wird es heute nix. Nur so ein Gefühl. Was sind denn das für dumme Statuen da? Ja. Fragt er sich, glaube ich, auch gerade. Die Tür geht nicht auf. Wie es scheint, müssen wir einen Mechanismus auslösen. Wahrscheinlich sind diese beiden Steinstatuen der Schlüssel dazu. Überlass das nur mir, ich bin Meister im Rätsellösen. Oha, da ist sie wieder, das Frau mit dem Zähnchen. Verschwindet. Da ist sie wieder. Verschwindet! Ja, so langsam gehst du mir echt auf den Zeiger, hey. Du musst gerade was sagen. Ich lasse nicht zu, dass sie auch nur einen Schritt weiterkommt. Werden wir ja sehen. Obstaculum Magna. Schon wieder? Krach, ratter, ratter. Oh. Oh nein, die Statue. Sie hat sie komplett zertrümmert. Linksa. Ach so, das eine ist rechter und das andere ist linkser. Okay. Oh, ihr da. Bitte rettet Linksa. Okay. Das sind die Statuenbrüder. Ohne meinen Kumpel Linksa funktioniert der Mechanismus der Tür nicht. Ja, dann kommen wir nicht weiter, ehe wir die Statue repariert haben. Einen Moment. Können wir nicht durch das Portal die Tür durchqueren? Tschüss. Edward. Hey, was machst du denn da? Nee, können wir nicht.
Der ist wirklich sturer, als ich dachte. Dann schicke ich dich in den ewigen Schlaf. Ach so, sagt Corby. Was soll das? Das ist so groß und weich. Aufhören. Hat sie jetzt ein Bett gebaut oder was? Edward, was für eine Strafe ist es denn dieses Mal? Ja. Los, findet jemanden, der die Statue wieder reparieren kann. Ah. Na gut, pass bloß auf dich auf, Edward. So. Ich glaube, wir brauchen einen Künstler. Hier, rechter. Linkser, bitte rettet meinen werten Partner. Ja, okay, wir müssen zurück nach Tixingen. Na, das kriegen wir doch hin. Guck. Jupp. So. Kann ich eigentlich die Kisten hier kaputt machen? Nee. Guck mal, da ist auch noch so ein kleiner Roboter. Wie ich hab. So, dann gehen wir mal zurück nach Tixingen. Und da müssen wir jetzt wahrscheinlich einen Künstler suchen. Das ist der letzte Job, der mir noch fehlt. Und dann haben wir alle... Oh, da drüben ist eine Kiste. Und dann haben wir endlich mal alle Jobs. Oder auch Zeit. So. Da gibt's Elite-Genesungstrank, ja. Damit die Elite genesen kann. Na gut. Na gut. So. Wieso gehe ich eigentlich immer den ganzen Weg zurück? Ich könnte da ganz locker mich hinbeamen, aber irgendwie... Ja, muss er hier auch irgendwie weitergehen. So, jetzt müssen aber die Käfer dran glauben. Komm her. So, das war ein schnelles. Aha. Schaut an. Was ist hier los? Entfernen. Natürlich will ich den jetzt entfernen. Der Fähigkeitswert reicht nicht aus. Also, wieso nicht? Aber man braucht 200, Mann. Und wenn ich einen Freund bitte? Auch keiner. Nicht jetzt, okay. Ja, dann halt nicht. Okay, das wird mir jetzt zu dumme hier. Wo sind wir denn da? So, pass auf. Ja. Pass mal auf. Karte wechseln. Hier, ich will doch an den Konununu-Strand. So, da will ich hin. Ein Stützpunkt. So, wir beamen uns jetzt einfach raus. Machen wir es mal ganz billig. Weiß der Geier, wie der... Also, ich wollte gerade sagen, wie der Drache da reinkommt, aber er kommt hin. So. Also, Folgendes. Wir können erstmal da hingehen. So. So, guck. Stufenaufstieg. Im Grünflächenplatz haben wir dazu gekriegt. Oh ja. Und wir können mehr Wohnhäuser bauen. Okay. Was ist denn die nächste Belohnung? Erweiterung des Sortiments. Okay. Jetzt gehen wir erstmal da reingucken. So. Maolo, ja, wenn du dir bei der Frucht der Göttinnen Tauschbörse Kataloge ertauschst, erhältst du neue Augen und Frisuren, mit denen du dein Aussehen verändern kannst. Kataloge findest du in der Kategorie Sonstiges. In Modekisten stecken neue Looks für Inselbewohner. Lass dich überraschen, für wen etwas in der Kiste ist. Steht kein Charakter zur Auswahl, winken stattdessen andere Gegenstände. Okay, dann kaufen wir erstmal eine Modekiste. Ich will wissen, was das ist. Wo finde ich denn sowas? Boah, Alter, so viel Kraut. Guck mal, oh, so kann man hier jetzt Zeugs kaufen, was ich noch gar nicht hab. Natürliche Tapete, ja klar. Holzgeschirr, Magiehut, ja, das ist so Zeugs. Ja, aber wo gibt's denn jetzt? Achso, da oben. Kürbissamen. Radrianband, was ist denn das? Accessoire, aber warum? Okay, da brauche ich irgendwie so komisches Zeug. Ich habe keine Ahnung, was das ist. So, ja gut. Nee, alles klar. Ja, komm mal her. Juhu, wir bauen Stützpunkt, sagt Bescheid. Felder? Ja, ich kann ja jetzt Felder bestellen. Komm, wir legen mal ein Feld an. Karotten, Kürbis, Kartoffel oder Zwiebelbeet. Ich als guter Deutscher brauche natürlich ein Kartoffelbeet. Kostet 2000, 3000, wenn man volle Power will. Ich will natürlich volle Power haben. So. Okay. Also, wie sieht's eigentlich aus? Nee, ja, nö. Passt schon, oder? So, also, jetzt erstmal zu Boyle. Also, pass auf. Gruppe, na, nicht Gruppe anpassen, ich will Bewohner verwalten. Und zwar, ich habe doch noch ein leeres Wohnhaus. Und ich habe jetzt noch einen Bewohner gekriegt. Er da, Pino, komm mal her. So, ja. In dem Haus wohnen will ich. Sollst du. So. Ja, Pino. Achso, nee, der wohnt da jetzt da drin. So,
Das war's. Jetzt, nein, nicht Bewohner. Ach, die Menüs. Ich will meine Gruppe anpassen. Jetzt hab ich's. Und zwar hätte ich gern Chiron weg. Und stattdessen hätte ich gern hier Pino. So. Das ist gut. Das ist gut so. Okay, alles klar. So. So. Also erstmal machen wir das da, ne? So. Dann, wo ist denn das Feld? Haus von Grube. Haus von... Ja, hi. Haus von Pino. So, da ist das Haus, aber wo ist Pino? Warte mal. Ich muss mal erst hier das Zeug hier sammeln. Das kann man ja ganz einfach mit linker Button. So, gucke. So. Okay, und dann... Na, Moment. Baumodus beenden, ja. Ich will erstmal hier ein paar Steine einreißen. Vielleicht sind wir jetzt da genug Leute, um den da zum Beispiel wegzumachen. Ja, sind wir. Also, erschließen wir. So, sehr gut. Dass wir hier mal ein bisschen Platz kriegen. Gut. Ich habe was gefunden. Ah ja, Silber. Gut. Wie sieht's hier aus? Ne, da sind wir noch zu wenig. Schade. Aber da drüben, ho, hopp. Hopp. Da, das reicht. Das erschließen wir. Nehmen wir mal hier die Insel, weil ich kann ja keine Häuser bauen und nix. Das ist halt irgendwie doof. So, was habe ich gekriegt? Schicke Seestiefel. Naja, wenn man sie so sieht, sieht das schon gut aus. Was brauchen wir hier? 20! Ich glaube, es geht los. 9. Auch nicht besser. Das sieht mir auch deutlich zu viel aus hier. 20, ich spinne. 20 Leute herkriegen. So Freunde habe ich nicht mal im Real Life hier. Ah, einer fehlt. Und das da? Ne, kann man nicht wegmachen. Okay. So, und jetzt pass auf. Oh, Moment. Ja, genau. Jetzt pass auf. Hier, ich habe was so. Hallo, Adrian. Macht er sich Sorgen, dass sein Körper rosten könnte? Keine Ahnung. So, hier, pass auf. Und zwar hier, da kann ich doch jetzt ein Bäumchen pflanzen, oder nicht? Dieser Ort ist nun zugänglich. Vielleicht eignet er sich ja dazu, was einzupflanzen. Ja, ein Irrsetzling, denke ich mir mal, oder? Ach, das ist schon gleich ein Baum. Ich dachte, der muss da jetzt erst irgendwie ein bisschen wachsen oder so. Ich kann jetzt Irrbäume erkunden. Ja, dann gucken wir mal rein, oder? Wenn ein Irrbaum ausgewachsen ist, kannst du darin zufällig generierte Spielareale erkunden. Aus jedem Setzling wächst ein neuer Irrbaum. Je tiefer du vordringst, desto weiter zurück in die Vergangenheit geht es und desto gefährlicher wird es. Bereite dich also gut vor. Bei der Erkundung einer Irrbaumhöhle kannst du auf besondere Ebenen stoßen. Einige bieten dir die Möglichkeit, deine Ausrüstung zu verbessern oder Items zu finden, die Gruppenmitglieder verstärken. Jedes Mal, wenn du eine Irrbaumhöhle bewältigst, bekommst du eine Frucht der Göttin. Sammle genug davon, um sie beim Rolo gegen Gegenstände einzutauschen. Erkunden, neue Pflanzen, Zustand überprüfen. So. Arealtyp Monster. 20 Jahre zuvor, 40, 60, Stufe 25. Oh, ich glaube, den schaffen wir, oder? Erstmal nichts machen. Nichts machen, habe ich doch gesagt. Ich will nämlich nochmal zurück. Oh. An den Pfosten. Wo ist er denn? Wo ist denn der? Ah, komm doch her. Hopp. Haben wir hier schon geguckt? Da, das kann man auch wegmachen. Jawohl, schließt sich das uns doch mal. So. Gut. So. 50 Göttinnenminen. Okay, und jetzt möchte ich auch erstmal noch ein Feld anlegen, natürlich. So. Und zwar... Komm mal her. Da, guck. Ein Kartoffelbeet. Alter, wie viele Kartoffelbeete habe ich mir geholt? Okay, kann ich das zum Beispiel hier oben drauf knallen? Warum nicht? Da ist doch genug Platz. Echt jetzt. Das ist doch doof. Das ist doch einfach doof. Ich kann das nirgends hinlegen, weil nirgends genug Platz ist. Ich habe es genau gewusst. Ja, komm, wir legen da ein Kartoffelbeet an. So. Da platzieren wir es hin. Einmal Kartoffelbeet bitte hier bauen. So. Ja. Reicht jetzt auch.
Das wird jetzt hier schön gebaut. Wahrscheinlich muss ich es dann auch einweihen. Werden wir jetzt gleich sehen. Wo habe ich es denn? Aha, platzieren und wirkt im Außenbereich. So. Okay, jetzt müssen wir natürlich gucken. Da hinten habe ich es, glaube ich, hin. Naja. Ich muss mal gucken. Da habe ich das schon geguckt, ob ich es wegkriege. Einer fehlt noch. Wie sieht es hier aus? Das ist wahrscheinlich deutlich zu viel. Ja, ist deutlich zu viel. Ja, wir gehen noch in die Irrbaumhöhle gucken. Braucht da gar keine Angst haben. Ich will halt nur jetzt erstmal ein bisschen hier warten. Komm, wir reden ein bisschen mit Konugi. Hallo. Hier für dich. Keine falsche Bescheidenheit. Wir sind doch Freunde. Was hast du denn Feines? Sturköpfige Kommode, danke. Ein Abbild von sich selbst. So, fertig ist es. Jetzt kann ich es einweihen. Hier, gucke. Um einen Stützpunkt Gemüse anzubauen, musst du als erstes das Feld besäen. Samen kannst du beim Erholung im Gildenhaus erwerben, sobald du Samen hast. Gießen muss man auch noch. Durch Regen oder das Gießen verändert sich das Wachstum der Pflanzen. Sobald Sprossen erscheinen, gieße sie erneut mit A. Wenn du sie nicht schnell genug gießt, könnten sie vertrocknen. Wenn Sprossen verwelkt sind, das ist ja richtig Arbeit hier. Okay. Okay, also es ist alles nass gerade, weil es gerade regnet. Ich glaube, das ist gut. Na, gießen brauchst du nicht, ist schon in Ordnung. So. Gut. Warte mal, da hat jemand eine Frage. Ah, Konugi hat eine Frage. Können wir kurz reden? Ich habe nämlich eine Bitte. Würdest du mir bitte das bringen, wenn du mir einen Gefallen tust? Gibt es natürlich eine Belohnung. Eine Piniensäge. Mindestqualität gut. Habe ich sogar sowas nicht? Natürlich habe ich sowas. Für dich, mein Schnucki-Putzi, kriegst natürlich eine. Hier, bitte. Habe ich schon gemacht. Ah. Oh. Ja, Moment. Ich baue dir eine. Ganz... Oh, hallo, Pino. Die Tiere des Waldes und Monster können nicht sprechen. Du musst direkt mit ihren Herzen reden. Versuch doch mal so. So. Okay, ich habe eine neue Geste gelernt. Cool. So, und schlafen kann ich jetzt halt auch. Wahnsinn. So, einschlafen gelernt. So, jetzt pass auf. Hier kann ich was fertigen. Und zwar brauche ich eine Piniensäge. Eine Piniensäge. Einmal Piniensäge, bitte. Eichensäge, Piniensäge. Und zwar, gut. Kann ich nicht bauen. Hab kein Metall mehr. Na sowas, wer hätte das gedacht. So. Wie sieht's eigentlich hier aus? Der hat auch eine Frage. Okay. Willst du mir bei Materialbeschaffung ein merkwürdiges Objekt? Wie es der Zufall so will, habe ich das sogar. Guck mal hier. Merkwürdiges Objekt. Bitteschön. So. So. Okay. So, ich würde jetzt schon gern da reingehen. Das Problem an der Sache ist, wenn ich da reingehe, komme ich halt nicht mehr raus. Und das würde, glaube ich, den zeitlichen Rahmen heute sprengen. Stattdessen machen wir das lieber so. Räumen wir hier mal noch ein bisschen auf. Yeah. Ich habe Salz gefunden. Cool. Ich will eigentlich nicht angeln. Ich bin noch... Nein, lass mal gut sein. So, und zwar machen wir das jetzt... Machen wir gerade was anderes. Hier, pass auf. Nee. Ich will in die Vergangenheit. Und zwar... Nach Tixingen. Weil wir müssen ja noch... Wir machen jetzt erstmal ein bisschen mit der Story weiter. Und den Baum machen wir dann am Schluss, wenn wir dann alle Jobs haben. Das ist so mein Plan. Ne? So, Hallöchen. Oho, was habt ihr es denn so eilig? Tantchen, kennst du zufällig jemanden, der kaputte Statuen wieder heile kriegt? Ich bin zwar äußerst künstlerisch begabt, aber Reparaturen liegen mir nicht gerade. Hat ja auch niemand gesagt, dass du sie reparieren sollst. Prinzessin Rem malt doch so schöne Bilder, dann ist sie sicher auch allgemein gut in der Kunst bewandert. Ach, sie ist nicht nur bezaubernd anzusehen, sondern auch so talentiert. Genauso wie ich, als ich noch jung war. Ja, ist ja gut, Alter. Das schon wieder. Wie war das? In meiner jugendlichen Blüte konnte ich mich vor Verehrern kaum retten.
Einmal wollten Künstler mich als Modell, was einem anderen nicht passte. Sie kämpften um mich, doch es gab etwas Wichtigeres, was ich zu erledigen hatte. Schon klar, Omilein. Also, Rennen besuchen. Rem. Wir rennen mal zu Rem. Sure. Aber die ist doch in der Königstadt. Egal, ich gehe mal hier oben zu ihm da What is it? und gehe mal ein paar Sachen berichten. Oh, oder auch nicht. Ich habe nichts Neues zu berichten. Ich wollte nur gucken, ob er... Mal, kann das sein, dass ich mich hier immer verlaufe? So, ja, ich muss da natürlich links vorbei, wie jeder weiß. So. So, da schön links vorbeigehen. Okay, ziehende Händlerin. Hat nichts für mich. Die zieht nur die Leute ab, aber nicht mich. Ach, naja. So. Also gut. Wenn wir schon mal hier sind, gleich mal gucken. Guck mal da, vorne der zum Beispiel. Da hätte ich eine Quest erfüllt. Da gehen wir den natürlich erst noch machen. Dann, wir gehen nur noch zu Rem. Keine Angst. Ah, da ist er doch. Du hast mir gebracht, was ich wollte. Ach stimmt, der wollte einen Hut haben. Ne? Eine Tropenkappe, damit er hier ordentlich aussieht. Hier, bitteschön. Guck mal, sogar Gold. Das war ein perfektes Stück, war das. Endlich kann ich selbst etwas ernten und die Früchte meiner Arbeit mit anderen teilen. Wünsche ich mir schon seit vielen Jahren. Guck mal, Mindestqualität gut. Ich habe mehr als gut gegeben. Sehr schön. So. Also, Rem. Da muss ich ja ewig hochgehen. So. So. Oh, guten Tag. Oh, Ey, ein schickes Schmuckstück hast du da, Krumm. Oh ja. Ich habe Professor Prof gebeten, den Zeitstein einzufassen, den ich als Andenken mitgenommen habe. So, ja. Das ist ein Zeichen unserer Freundschaft, nicht wahr, Krümelchen? Ja. Knochis Kette sieht irgendwie genauso aus. Ja. Und, auf welches Abenteuer verschlägt es euch dieses Mal? Ja, also, wir müssen irgendjemanden finden, der mit Kunst bewandert ist, weißt du? Ach so, verstehe, die Reparatur einer Statue also. Das kann uns Limret bestimmt weiterhelfen. Hä? Limret ist eine geniale Künstlermeisterin, die von der Malerei bis zur Bildhauerei alles beherrscht. Ihr Atelier liegt auf der Tropianer Inselkette. Ich zeige euch den Weg. Rem, willst du etwa schon wieder auf ein Abenteuer? Your Majesty. Aber Euer Hoheit, so lasst sie doch. Prinzessin Rem scheint viel auf diesen Abenteuern zu lernen. Vielleicht sollten wir ihr einfach Vertrauen sie ziehen lassen. Ichernaux, dass einmal der Tag kommen würde, an dem du so etwas sagst. Tut mir leid, dass ich dachte, du wärst ein böser General. My. So, diesmal war ich also ein böser General. Ihr habt wahrlich eine blühende Fantasie, Prinzessin Rem. Gut, wenn sogar Ichernaux zustimmt, da habe ich nichts weiter einzuwenden. Okay, dann wollen wir doch gleich alles vorbereiten. Sehr wohl. Ich werde mich ebenfalls zurückziehen. Ich habe so das Gefühl, dass das wirklich ein böser Zauberer ist. Hey, pal. Hey, nutzen wir die Gelegenheit und fragen Granur mal nach dem Rat der Zeit. Oh, gute Idee eigentlich. So. Yes. Wie im Abgrund soll das Rad der Zeit sein? Das ist unmöglich. Kennst du das Rad der Zeit denn? Ja, er sitzt vorne dran, oder? Aber natürlich, in unserem Land gibt es seit jeher eine Überlieferung darüber. Sorry, dass ich manchmal so komisch rede. Ich weiß auch nicht, was los ist. Es heißt, dass das Rad der Zeit einst von den Göttern erschaffen wurde und darin die Kraft der Zeit innewohnt. Und das Rad der Zeit ist es, das die Zeit in Reveria kontrolliert. So heißt es in der uralten Überlieferung. Oh, what Wahnsinn. gives? Und das Ding ist auf dem Boden des Abgrunds? Wie ich schon sagte, das ist unmöglich. Das Rad befindet sich in einem zeitlichen Zwischenraum, in den niemand eindringen kann. Und dieser Abgrund befindet sich doch irgendwo in der Königsstadt, nicht wahr? Hier bei uns gibt es zumindest keinen Untergrund. Excuse me. Die freut sich schon. Hallo, lasst uns los. Very well. Reden wir ein andermal darüber. Rem wartet schon auf euch. Okay. Eigentlich will ich nochmal dich was fragen. Warte mal. Very well. Vielen Dank. Leider hat der Missetäter keine Spur hinterlassen. Aber August, der das Schloss bewacht, hat vielleicht etwas gesehen. Am besten ihr redet mal mit ihm. Ach so, stimmt, wir haben ja noch was irgendwie. Wir haben ja noch eine Quest offen irgendwie, aber ja, ist jetzt erstmal egal. So. Also, jetzt müssen wir zurück zu Knochi. Wo ist denn der? Ach, der liegt da vom Haus, gell?
So, komm mal her. Ja, einsammeln müssen wir natürlich. Das ist ganz logisch. So. That's tough. Okay, wo ist denn? Warte, da vorne dran. So. Komm, da gehen wir noch hin. So, ich freue mich so, dass ich endlich mal selbst zur Tropianer-Inselkette reise. Die Tropianer-Inselkette kommt sogar in der Drachenlegende unseres Landes vor. Was ist denn das für eine Legende? Ah, oh, das war ein hübscher Drache. Die Geschichte über den Meisterdrachen, einen Drachen, der die Zeit beherrschen kann. Sieht ein bisschen aus wie der Zelda-Drache, oder? Man sagt, der Meisterdrache könnte allein durch das Umherfliegen am Himmel die Zeit voranschreiten lassen oder zurückdrehen. Er ist der Beschützer, der im Auftrag der Götter das Rad der Zeit bewacht. So. Es heißt, er liebe das blaue Meer von Tropiana und viele hätten schon seinen fliegenden Schatten auf dem Sand gesehen. Oder Strand. Ich schaue schon die ganze Zeit nur auf den Boden, nachher laufe ich noch in jemanden hinein. Passt du besser auch auf. Ja, mach mal. So. Okay. Also neue Inselkette, ja? So. Yay! Ich kann jetzt zur Tropianer-Inselkette reisen. Sehr schön. Eine kunstvolle Schatzsuche. Jawohl, ja. So. Also, fliege auf Knorri nach Tropiana. Werden wir tun, aber nicht mehr heute. Sondern morgen wahrscheinlich. Okay? Danke und ciao mit V. Tschüss mit Ös. Tschö mit Ö.